Hey, auch von meiner Seite guten Morgen. Und Steffi hat schon erwähnt, unser Jahresthema ist «Erfrischt Leben». Wir glauben und hoffen und wünschen uns, dass wir erleben dürfen, wie Gott unser Leben immer wieder erfrischt. Und wir sind aber in einer Serie, die eigentlich fast ein bisschen widersprüchlich zu dem Jahresthema tönt, und zwar «Erfrischt durch die Wüste». Und wir wollen anschauen, wie auch in der Dürrezeit und in den Wüstenzeiten Gott uns kann und tut erfrischen. Und wir haben angefangen mit dem freiwilligen Verzicht, mit dem Fasten, mit dem Verzichten. Letzte Woche ist es so ein bisschen ins Unfreiwillige und Halbfreiwillige hineingegangen. Und heute wird es so richtig trocken. Wir gehen so in die richtig trockene Wüste. Und wenn wir auch dort erleben und irgendwo herausfinden, wie kann denn Gott in diesen schwierigen Zeiten uns erfrischen? Und der Titel der Predigt heute, falls du den Titel möchtest, dass du irgendwie hängen bleibt und darüber nachdenken kannst, ist «No pain, no gain». Kennt ihr den Spruch? Also ohne Schmerzen kein Wachstum. Und ich denke sofort an so einen riesen Muskelprotz und so ein Fitnesscenter, das ich noch nie von innen gesehen habe, aber wo irgendwo der Spruch an der Wand steht «No pain, no gain». So als Motivation, um zu sagen, hey, wenn du Wachstum möchtest, dann musst du halt auch durch den Schmerz durchgehen. Und wir wollen zusammen ein bisschen anschauen, ist denn das auch in unserem Glauben ein Prinzip, das hilft und das stimmt? Weil wir sehen, dass es in vielen Lebensbereichen so ist. Auch wenn es um unsere Muskeln geht, dann braucht es irgendwo den Schmerz und das Kaputtgehen, damit etwas wachsen kann. Die kleine Kinder haben, oder auch bei den älteren Kindern oder bei uns selber, so die Entwicklung des Menschen, sehen wir auch, dass so das Laufen lernen oder so Entwicklungsschritte gehört dazu, dass das Kind mal richtig hergeht und sich mal ein bisschen wehtut. Hoffentlich in einem Maß, dass es nicht zu lange geht, um nachher wieder den Schaden zu beheben. Aber es gehört dazu, zum Wachsen, dass es auch mal wehtut und auch mal Schmerzen dazugehören. Oder in der Geschäftswelt hören wir das auch immer wieder, so die Wachstumsschmerzen. Wenn so ein Start-up, das erfolgreich ist, wenn Strukturen und Prozesse überhaupt nicht mitkommen, mit wie schnell das irgendwo etwas vorwärts geht, dann hat man von Wachstumsschmerzen. Und auch dort stimmt das irgendwo so ein bisschen, dass irgendwo der Schmerz dazugehört zum Wachstum. Und wir haben letzte Woche angeschaut, dass eben in diesen Wüstenzeiten und unserem Glauben das ganz oft auch der Fall ist. Dass unser Glaube kann wachsen und tiefer gehen, dass eben irgendwo auch die schwierigen Zeiten dazugehören. Und Leonie hat über die Zeit der Läuterung und der Prüfung in der Wüste geredet, wo wir nochmal eingeladen sind, nochmal tiefer zu gehen. Und falls du die letzte Predigt verpasst hast, dann hilft es vielleicht noch, nachzuhören, was das Thema ein bisschen interessiert oder beschäftigt, weil wir können immer nur so einen Aspekt davon abdecken. Aber wir haben gesehen, dass in der Bibel immer wieder so Wüstenzeiten, so der Prozess von der Reifung und von der Vorbereitung sind. Und wir müssen nicht lange überlegen, wenn wir so an die biblischen Figuren denken, zum Beispiel den Mose, 40 Jahre in der Wüste, hat so diesen Identitätswechsel durchgemacht vom Prinz, vielleicht vom verwöhnten Prinz, zum Hirt. Und es hat ihn vorbereitet, das Volk Israel nach dem Exodus rauszuführen. Oder der König David, der ungefähr schätzungsweise 15 Jahre gewartet hat zwischen seiner Salbung als König und seiner Einsetzung als König. Und in dieser Wüstenzeit ganz viel Charakterschule erlebt hat. Oder eine weitere Person, und es gibt unzählige Beispiele, aber auch der Paulus, ist auf dem Weg nach Damaskus, um die Kirche zu verfolgen, ist dort Jesus begegnet. Und dann denken wir häufig, oder so ist es mir gegangen, denke ich häufig, so die Geschichte von Paulus ist doch so Bekehrung, und dann ist er rausgegangen als Missionar und hat angefangen, Kirche zu gründen und das Evangelium zu verkünden. Aber wenn wir seine Biografie ein bisschen anschauen, im Galaterbrief und in der Apostelgeschichte, hat auch er die Zeit der Wüste gehabt. Und er sich zurückgezogen hat in die Wüste. Ein paar Theologen vermuten, dass er am Berg Sinai war und dort die Offenbarung von Jesus, das Evangelium, empfangen hat. Und nachher etwa 10 Jahre schätzungsweise in seine Heimatstadt zurückgegangen ist, bevor er nachher rausgegangen ist. Und auch bei ihm ist die Entwicklung hat stattgefunden vom eifrigen Pharisäer zum Apostel der Liebe. Und das hat Zeit gebraucht, das hat die Wüstenzeit gebraucht. Und der Paulus schreibt im Römer 5, sagt er eigentlich «No pain, no gain», einfach mit anderen Worten. Er sagt, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Also auch da deutet alles darauf hin, dass das Prinzip «No pain, no gain»
für unseren Glauben gilt und auch angewendet werden. Jetzt möchte ich heute Morgen sagen, ja, das glauben wir. Das haben wir letzte Woche angeschaut. Wir glauben, dass durch die Zeiten der Wüste Reifung, Läuterung, Wachstum stattfinden kann. Und rückblickend, fällt es uns recht einfach, rückblickend nachher zu sagen, hey, es war eine wertvolle Zeit. Es hat mich gestärkt. Gott ist gut. Er hat mich durchgetragen. Aber das ist eine Spannung. Weil wenn du drinnen bist in der Wüste, wenn du drinnen bist im Schmerz, dann ist es nicht immer hilfreich, um den Schmerz sofort zu instrumentalisieren und zu rationalisieren und irgendwo gut zu reden. Und das wollen wir heute zusammen anschauen und ein bisschen in die Trockenheit hineingehen vom Schmerz und wie sich es manchmal anfühlt, wenn man mit drinnen ist in der Wüste. Und mein erster Punkt, der offensichtlich ist, aber manchmal wir als gute, optimistische, positive Christen vielleicht vergessen, ist, die Wüste ist gefährlich. Die Wüste ist ein gefährlicher Ort. Es ist nicht der Wellness-Trip zur Selbstoptimierung, wo wir hergehen, damit Gott aus dem Charakter schafft. Und die Wüste ist purer Überlebenskampf. Und es gibt ein Spektrum von Wüstenzeiten. Vielleicht gibt es mildere Wüstenzeiten und richtig trockene Wüstenzeiten. Aber die Wüste tut weh und die Wüste ist bedrohlich. Und es tut gut, dass man sich das manchmal bewusst ist und sagen, wir wollen nicht einfach schnell gut reden. Weil in der Wüste ist auch die Gefahr vom Sterben. Eine ganze Generation vom Volk Israel ist in der Wüste gestorben. Weil sie haben zurück in die Sklaverei wollen, anstatt in das Unsichere, was Gott für sie parat hat, zu vertrauen. Und auch heute, vielleicht lebt ihr es selber, im Freundeskreis, in der Familie, gibt es immer wieder Todesfälle in der Wüste. Immer wieder Leute, die in dem Schmerz und in der Schwierigkeit es nicht schaffen, stärker hinauszukommen, sondern die irgendwo zynisch werden, die anfangen zu zweifeln und die anfangen, irgendwo den Glauben vielleicht am Schluss sogar einen Nagel zu hängen. Und darum glaube ich, möchte ich einfach starten mit dieser Spannung, dass wir einfach nicht zu schnell gerade sofort auf alles Gute und Positive schauen, was wir dann doch noch thematisieren werden, aber sagen, hey, es ist schon einfach wirklich eine bedrohliche Situation und wir wollen es ernst nehmen. Und ich muss an Ostern denken. Ostern, Karfreitag feiern wir jetzt bald, geht nicht mehr lange, weniger als einen Monat. Karfreitag, Ostersonntag und für uns als Christen ist es das schönste und das beste, das grösste Fest, das wir feiern können. Jesus Christus, Gott, Mensch geworden, auf die Welt gekommen, am Kreuz für dich und für mich gestorben, ohne dass wir etwas machen dafür. Nicht verdienen, nicht können irgendwie noch etwas dazu, dass wir aus purer Gnade gestorben für dich und für mich, alle unsere Sünden, alle unsere Fehler auf sich genommen. Die Macht vom Bösen besiegt, ein für alle Mal den Tod besiegt. Und am Ostersonntag auferstanden zu einem neuen Leben. Auferstanden und uns eingeladen, um jetzt Teil von dem neuen Königreich zu sein. Mit ihm zusammen das neue Leben entdecken, hineinzuwachsen miteinander in der Nachfolge. Aber dazwischen liegt Karsamstag. Und für uns easy rückblickend, gell, Karsamstag. Wir wissen schon, was passiert. Wir haben das Buch schon gelesen, wir wissen schon, wie es aufhört am Schluss. Aber wir haben überlegt, die Jünger am Karsamstag, müssen wir uns mal überlegen. Die haben alles aufgegeben. Die haben ihr Geschäft aufgegeben, ihre Familie zurückgelassen. Alle Hoffnung darauf gesetzt, dass Jesus der Messias ist. Dass Jesus der ist, der sie befreien wird, der das Reich Gottes hineinbringen. Und er hat es zwar probiert zu erklären, sie es nicht ganz checken, aber sie haben andere Vorstellungen, wie das aussieht. Und ich kann mir vorstellen, am Karsamstag war für sie ein Tag von der absoluten Enttäuschung, Zweifel, Schmerz, Trauer, Orientierungslosigkeit. Scheibe, was haben wir gemacht? Haben wir alles auf die falsche Karte gesetzt? Und genau so fühlt es sich doch manchmal an in der Wüste, dass wir sagen, hey krass, was ich gehofft habe, was ich mir da irgendwo meine Karte drauf gesetzt habe, irgendwie verhebt es nicht oder scheint es nicht zu verheben. Und ich möchte heute über 2 Arten von der Wüste reden. Und zwar das erste ist die Wüste um uns herum. Die Wüste um uns, das sind so die Sandstürme der Umstände. Und ich war selber noch nie wirklich gross in der Wüste gewesen, aber ich habe mir sagen, dass so Sandstürme innerhalb von wenigen Minuten auftauchen können. Innerhalb von wenigen Minuten kannst du komplett
orientierungslos in einem Sandsturm in der Wüste sein. Und das ist auch in der Wüste um uns herum, die Sandstürme von den Umständen ganz ähnlich. Die kündigen sich ja nicht höflich an und dann kannst du dich darauf vorbereiten, sondern das bricht einfach über dich hinein. Und dein schön geplante Leben endet plötzlich im Schredder. Sei das eine medizinische Diagnose, die alles verändert, vielleicht eine Kündigung aus dem Nichts raus, ein Partner, der dich verlässt, ein eigenes Kind oder ein guter Freund, der am Leiden ist und du kannst nur ohnmächtig zuschauen. Oder ein geliebter Mensch, der viel zu früh und unerwartet verstirbt. Das sind so die Sandstürme der Umstände, die einfach plötzlich kommen und uns können überraschen und desorientieren. Und Joni hat letzte Woche gesagt, eines der Kennzeichen von dieser Wüste ist eben der Kontrollverlust. Plötzlich zu merken, krass, ich bin gar nicht der Regisseur von meinem Leben, sondern ich bin vielmehr Statist von einem Drama, das ich mir nicht ausgewählt habe. Sachen, die passieren, die ich nicht kontrollieren kann. Und in dieser Wüste um uns herum gibt es, wahrscheinlich gibt es mehr als 2 Optionen, aber ich möchte mal auf 2 Optionen reduzieren. Und ich habe fast vergessen, in der Vorbereitung die Option 1 zu erwähnen. Und ich bin so froh, dass mir Gott mir auf den Finger geklopft hat und gesagt hat, hey, unbedingt, Option 1 muss erwähnt sein. Option 1 ist das Wunder. Ich glaube, bin felsenfest davon überzeugt und erlebe es immer wieder im Leben von uns als GVC, Familie und Freunden, dass Gott kann auf wundersame Art und Weise Umstände umdrehen kann. Wir haben es hier in der GVC erst kürzlich erlebt, dass eine Familie mit einer wirklich schlimmen Diagnose konfrontiert war. Schon mit 2 Füßen in der Wüste innen gestanden und dann zufällig, sage ich ja dann alle anderen, oder? Zufällig läutet der Arzt an und sagt, hey, irgendetwas stimmt da nicht. Wir müssen die Diagnose nochmal zurücknehmen, müssen nochmal ein paar Sachen anschauen. Und jetzt plötzlich ist die Diagnose Krebs ist plötzlich weg. Ist etwas anderes, ist immer noch schwierig, aber ganz etwas anderes. Und das, hey, ich glaube an Gott und ich hoffe, wir alle zusammen glauben an Gott, der Wunder machen kann. Wo wir dürfen und sollen beten, wenn wir in einem Umstand drin sind, voller Glauben, dass er der Schöpfer im Universum ist und dass er nicht in die Schweize kommt. Das ist mir noch so bewusst worden. Ich glaube, Gott, ich bin nicht nervös, wenn Sandstürme kommen. Ich glaube, er ist so viel grösser. Ihm ist alles möglich. Und darum möchte ich dich ermutigen, wenn du in dieser Wüste drin bist, hey, die Option nicht zu vergessen. Zu sagen, hey, ich bete und ich glaube. Und vielleicht brauchst du Freunde, die das mit dir zusammen machen. Vielleicht fällt es dir schwer. Aber es ist ganz sicher etwas, was wir immer wieder sehen, was passiert. Dass Gott auf wundersame Art und Weise eingreift. Und die Option 2, und das ist vielleicht die weniger angenehme Option, die Option 2, die passieren kann, wenn wir uns in der Wüste von den Umständen befinden, ist zu warten. Ist das, obwohl Gott kann das Wunder tun, obwohl Gott könnte mit den Fingern schnipsen und eine Situation komplett verändert. Aus irgendeinem Grund er das nicht macht. Er uns das zumutet und zutraut, dass wir warten und aushalten in dieser Wüste. Und ich glaube, es ist der logische Reflex, wenn wir in dieser Wüste innen sind und ein Bild von einem Gott haben, der heilen und der verändern und der versorgen kann, aber es irgendwie nicht dann und so macht, wie wir uns es vielleicht wünschen und vorstellen, ist zu fragen, warum? Warum machst du das jetzt nicht? Bin ich schuld? Habe ich etwas falsch gemacht? Funktioniert Gott so? Ist etwas mit dem Bild, das ich von Gott habe, nicht richtig? Ist er vielleicht doch ein bisschen schwächer, als ich gedacht habe? Ist das doch eine größere Situation, als er handeln kann? Und ich glaube, gerade in dieser Frage, wenn es um das Warum geht, dann wünschen wir uns vielleicht, dass mit einer logischen Erklärung der Schmerz ein bisschen aushaltbarer wird. Dass es irgendwie uns ein bisschen Hoffnung gibt, wenn wir es einfach logisch erklären können. Und da, glaube ich, ist es eben ein bisschen problematisch und nicht hilfreich, wenn wir dann zu schnell als Erklärung sagen, no pain, no gain. Wenn wir zu schnell probieren, dem Schmerz irgendeinen Zweck zu geben. Weil das mag vielleicht irgendwo helfen, das ein bisschen einzuordnen, aber ich habe mir überlegt, auf welche Kosten. Ich glaube, auf die Kosten von unserem Gottesbild.
Was ist das für ein Gott, der uns unglaublich Schmerzen vielleicht nicht zufügt, aber zulässt, wo wir sagen, hey, ist da in dem Schmerz drin? Und Gott scheint mehr interessiert daran zu sein, in mir irgendetwas zu machen, als mir zu helfen in dem Schmerz drin. Und darum glaube ich, no pain, no gain, ja, aber. Vielleicht rückblickend als Frucht, aber nicht als Erklärung, wenn wir im Schmerz drinnen stehen. Und dann wäre die logische nächste Frage, was ist denn die Erklärung, oder? Wir müssen uns fragen, ja, warum denn doch? Und spannend ist, dass die Bibel uns, dass es Muster gibt, dass die Bibel uns ganz oft die Antwort nicht gibt. Und das beste Beispiel, und ich habe ein 10-Minuten-Video, wo ich gedacht habe, das könnte ich euch dann zeigen, und ich gemerkt, da kann ich ja fast nicht mehr predigen. Aber es gibt ein 10-Minuten-Video von das Bibelprojekt über das Buch Hiob. Und wenn euch die Frage so ein bisschen beschäftigt oder merkt, hey, ich möchte da mal ein bisschen tiefer gehen, ich habe es im Predigtkonzept verlinkt und ihr findet es auf YouTube einfach Hiob, das Bibelprojekt, wo das Buch zeigt, dass die ganze Zeit geht es um die Frage, warum lässt ein guter Gott, ein gerechter Gott, Menschen leiden, die nichts falsch gemacht haben. Und du lesest das Buch Hiob und denkst, irgendwann kommt jetzt die grosse Antwort und die Offenbarung und das Buch endet einfach mit keiner Antwort. Oder nicht mit einer Erklärung. Nicht mit der Erklärung von «Darum hat es Gott gemacht», sondern einfach die Einladung, wo Gott sagt, hey, vertrau mir. Vertrau mir, dass was in deiner Perspektive keinen Sinn macht, trotzdem nicht meiner Gerechtigkeit, meiner Güte widerspricht. Dass es nicht widerspricht, dass ich mit dir bin und für dich bin. Und das ist eine Kunst, die Spannung auszuhalten und zuzulassen. Gott erklärt uns ganz oft das Warum nicht. Aber er verspricht uns seine Gegenwart. Er verspricht uns, dass er mit uns in dieser Wüstenzeit drin ist. Matthäus 28, Vers 20 sind die allerletzten Worte, die im Matthäus-Evangelium aufgeschrieben sind. Was sagt Jesus seinen Jüngern? Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also Gott sagt, hey, etwas kannst du sicher sein. Egal wie gross der Schmerz, egal wo du durchlaufst, du laufst nicht alleine durch. Und wir kennen vielleicht, wenn du so ein bisschen christlich sozialisiert aufgewachsen bist, kennst du so die Spuren im Sand, oder? Habt ihr auch schon gesehen, das Poster? Es gibt ganz viele so Beispiele, aber es ist die Realität, dass Gott uns verspricht, in den schwierigsten Zeiten, er lässt uns nicht alleine. Er trägt uns durch, er ist mit uns. Und zwar nicht wie ein Fitnesscoach, der irgendwo von der Seitenlinie zuschaut und der sagt, komm jetzt, no pain, no gain. Und nicht wie irgendwie ein Zuschauer, der weit weg sitzt und einfach mal so ein bisschen mit verschränkten Armen schaut, wie macht er jetzt das? Jetzt schauen wir mal, wie er das handelt. Sondern ich habe mir hier einen Satz aufgeschrieben und wenn ihr dann nachher einschlaft oder irgendwo abgelenkt seid, diesen Satz müsst ihr noch mitnehmen für heute Morgen. Das ist der Satz, den ich glaube, einer von den Sätzen, den ich möchte, dass jeder mitnehmen kann. Gottes Antwort auf die Wüste ist oft nicht eine Erklärung, sondern seine tränenreiche, mitleidende Gegenwart. Nicht nur eine Gegenwart vom Zuschauen, sondern ein bei uns Nachsein. Und ich habe 2 Bibelstellen drauf geschrieben, Johannes 11, 35 und Hebräer 4, 15. Könnt ihr mal nachlesen, das sind die 2 Begebenheiten, wo Jesus erfährt, dass der Lazarus gestorben ist, sein Freund. Und obwohl er vielleicht sogar gewusst hat, dass er ihn wieder zum Leben erwecken wird, weil er den Plan schon hatte, als er es gehört hat. Aber obwohl er gewusst hat, dass es für ihn kein Ding ist, den Lazarus wieder zum Leben zu erwecken, hat er angefangen zu brüllen. Mit denen, die traurig haben, mit den Schwestern, die ihren Bruder verloren haben. Hey, das ist unser Gott. Gott Mensch geworden, der brüllt mit uns, der das Herz bricht, wenn unser Herz gebrochen ist. Der nicht stoisch zuschaut und sich vielleicht sogar noch freut, sondern Gott, der brüllt mit uns. Und in Hebräer 4,15 ist beschrieben, dass Jesus, unser Hohepriester, all das, was wir durchmachen, unsere Schwierigkeiten, unsere Herausforderungen, unsere Versuchungen, die kennt er. Er kennt es bestens, verraten zu werden. Er kennt es bestens, einsam zu fühlen. Er kennt das, was wir fühlen und wo wir durchgehen. Und ich finde es wunderschön und irgendwo trostbringend zu wissen, hey,
unserem Schmerz, in unserer Wüste, wenn es richtig trocken ist und uns die Zunge am Gaumen klebt. Hey, wir haben einen Gott, der uns sieht, der uns fühlt, der weiss, wie es uns geht und der mittrauert und mitleidet. Obwohl, und ich möchte es nochmal erwähnen, obwohl er so gross ist, dass er einfach die Umstände verändern kann. Und vielleicht macht er es plötzlich. Aber er läuft mit uns. Und von diesem Versprechen bin ich und hoffentlich viele von uns felsenfest überzeugt. Gott lässt uns nie allein. Gott ist immer bei uns. Und doch gehen wir noch ein bisschen trockener. Wenn es noch trockener wird, und zwar gibt es noch eine zweite Wüste, das ist die Wüste in uns. Die Wüste, wenn es sich plötzlich anfühlt, als ob Gott abwesend ist. Wenn es sich anfühlt, als Gott abwesend ist. Er hat es versprochen, er ist anwesend. Aber es gibt die Momente, wo wir das Gefühl haben, zwischen mir und Gott ist irgendwie ein Mauer. Oder andere sagen, meine Gebete gehen bis zu der Decke und nicht weiter. Er ist ja unter der Decke auch schon, von dem her ist kein Problem. Aber das Gefühl von, hey, irgendwie scheint Gott einfach weit weg. Ich habe kein Gefühl von seiner Gegenwart. Mein Glaube fühlt sich tot und trocken an. Und wenn sich das überlappt mit unserer Wüste um uns, dann ist es richtig, richtig bitter. Und dann müssen wir uns ganz festhaben oder festhaben lassen. Wenn es um uns herum stürmt, die Umstände schwierig sind und dann Gott in dem ganzen Innen noch abwesend scheint. Mega, mega schwierig. Aber es muss nicht immer nur in diesen Wüstenzeiten sein, sondern es kann sein, dass im grössten Triumph und in den schönsten Sachen plötzlich das Gefühl von der Leere und vom Tod, von der toten Beziehung zu Gott kann kommen. Das werden wir in ein paar Wochen den Prophet Elia anschauen. Und er hat es genau so erlebt. Im grössten Triumph, grössten geistlichen Triumph, den er hat in seinem Leben, plötzlich eine absolute Leere findet. Aber ich möchte dir heute sagen, wenn du die Wüste in dir kennst, und hey, ich gehe davon aus und hoffe, dass es ganz wenige sind heute Morgen, aber es sind wahrscheinlich ein paar, oder früher oder später haben wir mit Leuten zu tun, die in dieser Wüste sind, oder finden wir uns selber dort. Ich möchte dir sagen, willkommen im Club. Das Erste, was passiert ist, wir verurteilen uns sofort selber. Denken, wir haben etwas falsch gemacht, gesündigt, weggelaufen von Gott. Ganz sicher unser Fehler. Aber lasst mir mal euch ein paar Psalmen vorlesen. Die ehrlichen Psalmen. Einfach ein paar Ausschnitte. Psalm 13. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Psalm 88. Warum, Herr, hast du mich verstoßen? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Also die Bibel ist ehrlich, dass auch der Psalmist das Gefühl kennt, dass Gott sich abgewendet hat, abwesend scheint. Und das Versprechen von Gottes Gegenwart ist nicht erst mit Jesus gekommen. Der Name von Jesus, der Name von Gott, Jahwe, ich bin. Ich bin der, der ist, ich bin da in der Gegenwart. Aber das Gefühl und das Erleben vom Psalmist ist, hey, Gott ist weit weg. Er hat mich vergessen. Und auch wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, so die grossen Figuren, die so ein bisschen, es sind immer die grossen Figuren, die viel geschrieben haben. Von denen wissen wir viel, von den kleinen Figuren wissen wir nicht viel. Aber es gibt so viele Männer und Frauen, die in ihrem Leben mit Gott erlebt haben, dass so Zeiten kommen, wo es sich trocken anfühlt und dunkel anfühlt, wo Gott irgendwo abwesend scheint. Und der Sankt Johannes vom Kreuz, das war im 16. Jahrhundert ein spanischer Mystiker, der hat den Begriff gehabt, die dunkle Nacht der Seele. Für die Zeit, wo du das Gefühl hast, zwischen dir und Gott ist irgendwie eine Blockade. Und er sagt, dass es nicht eine Strafe ist oder eine Konsequenz von falschem Verhalten, sondern eine notwendige Reinigungsstufe von der Liebe. Und er hat gesagt, die Seele kommt am meisten voran,
wenn sie am wenigsten spürt, dass sie vorankommt. In dem Moment, wo wir es nicht spüren und es sich nicht gut anfühlt, sind vielleicht gerade die Momente, wo Gott eben etwas macht, dass wir nochmal tiefer gehen. Und der Pete Scazzero hat ein Buch geschrieben, «Emotional gesunde Nachfolge». Und auch er redet über den Moment, wo du vor einer Mauer stehst. Und er vergleicht es mit dem Winterbaum. Wir bei uns im Balkon haben jetzt gerade so die ersten Pflanzen wachsen wieder. Das ist so ein bisschen am Leben gekommen. Und ich habe so 2 Pflanzen, die ich letztes Jahr gekauft habe, die frostfest sind, die noch nicht am Wachsen sind. Und ich bin so gespannt, sind die Pflanzen tot oder sind sie einfach noch im Wintermodus? Und ich hoffe, die eine hat so richtig schöne Passionsblumen, heisst die. Jetzt sind ja sicher Gärtner, die wissen, dass die gar nicht winterfest sind, aber egal. Es tönt so tropisch, aber es sollte winterfest sein, also wie es mir verkauft worden ist. Aber es stellt sich dann so die Frage, hey, wenn unser Glaube so kahl und leer und tot aussieht, vielleicht keine Früchte und keine Blätter, ist es ein Zeichen, dass unser Glaube am Sterben ist? Oder ist es vielleicht, dass Gott uns einladen ist, eben tiefer zu gehen? Und beim Winterbaum ist es so, dass er die Energie oder die Kraft aus den Ästen rausnimmt, zum Produzieren von Blättern und Früchten und alle Energie in das Wurzelwachstum hineinsteckt. Dass ich dir jetzt eben die Wurzel noch mal tiefer wachsen lässt, um noch mal an eine tiefere Quelle herzukommen. Und genau das kann in diesen Winter- oder in diesen Wüstenzeiten und in diesen Winterzeiten passieren. Und der Tim Keller hat so eine Faustregel, die ich noch hilfreich gefunden habe, wenn du selber den Ort findest und überlegst, ja, bin ich jetzt ein Totenbaum oder bin ich ein Winterbaum? Und er hat gesagt, solange du die Sehnsucht hast, solange es dir schmerzt, dass du Gottes Gegenwart nicht spürst, ist es ein Zeichen für eine lebendige Beziehung. Gefährlich, sagt er, wird es dann, wenn du gleichgültig wirst. Wenn Gott irgendwo weit weg scheint und dir ist es egal. Funktioniert, und du machst dein Leben weiter. Aber solange wir sagen, hey, ich sehne mich nach dir, Gott, ich spüre dich nicht, ich fühle dich nicht, es fühlt sich an, als ob du abwesend bist, ist es ein gutes Zeichen, dass die Beziehung noch da ist und dass vielleicht Gott dich am Einladen ist, deine Wurzeln tiefer zu wachsen. Jetzt die Wüstenzeiten, habe ich ja schon gesagt, im Nachhinein schauen wir zurück und sind häufig dankbar dafür. Häufig sagen wir, hey, ich bin dankbar für was Gott gemacht hat und rückblickend sehe ich ganz viel Schönes, was passiert ist. Aber wir kommen aus so Wüstenzeiten ja nicht einfach neu und so wie vorher wie neu raus, sondern häufig hinterlassen so Wüstenzeiten bei so Spuren. Vielleicht Narben, vielleicht Kratzer an uns. Und das kennen wir alle, wenn du in einem Laden bist und etwas verkratzt ist oder kaputt ist, hat das definitiv einen Wert verloren, oder? Also wenn du beim H&M, wo immer, im Laden von deiner Wahl, gehst du einkaufen und irgendwann hat es ein Loch in der Hose, dann gehst du an die Kasse und sagst, hey, da ist etwas kaputt, kann ich 50% Rabatt haben? Oder nimmst du eine andere. Aber es verliert an Wert, wenn etwas verkratzt, kaputt, vernarbt ist. Und ich habe überlegt, wie unsere Wüstenzeiten hinterlassen auch die Narben und die Kratzer. Aber vielleicht ist es bei Gott nicht so, dass wir wegen dem an Wert verlieren. Und ich habe an ein japanisches Handwerk müssen denken. Kintsugi. Kennt jemand Kintsugi? Ja, ein paar, okay. Wir waren vor ein paar Monaten eingeladen zu so einer richtigen fancy Nacht. Und dann ist so ein Schäleli rausgekommen, das eine Ecke abgehauen. Und es war ein teures Restaurant, aber eine Ecke war geflickt mit Gold. So mit Gold überzogen. Im Kintsugi, und ich habe also ein Bild hinter mir. Das ist, wenn Zerbrochenes wieder geflickt wird und dann mit Gold verziert wird. Wenn die Schäden, die entstanden sind und die Narben und der Bruch nicht versucht werden, es kaschiert werden, sondern veredelt werden mit Gold. Und ich weiss, das ist jetzt nicht biblisch, das ist einfach Japan. Aber ich habe Paulus denken. Der Paulus im 2. Korinther ringt mit Gott und sagt, hey, ich habe da einen Bereich in meinem Leben, und er benennt nicht ganz genau, was es ist, aber er sagt, hey, bitte verändere das, bitte mach etwas da, bitte greif ein. Und Gottes Antwort ist meine Gnade
ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und die Antwort von Paulus darauf: Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Also die Wüstenzeiten sind schwierig, herausfordernd, sie tun weh, sie hinterlassen Spuren. Aber wir glauben eben doch, dass Gott genau dort drinnen kann und tut wirken. Und es ist nicht eine Erklärung für den Schmerz, dass wir wachsen, aber es ist eine Frucht davon, dass wir in dem Schmerz innen zurück zu Gott gehen, ihn suchen und irgendwie auf eine Art und Weise Gott dort doch etwas Schönes daraus entstehen kann. Ich möchte zum Schluss so ein paar vielleicht hilfreiche Tipps mitgeben. Wie können wir denn gut durch die Wüste laufen und vielleicht erfrischt bleiben? Wie können wir warten in der Wüste? Und das Erste ist ungefiltert klagen. Fällt uns vielleicht nicht immer ganz leicht, je nach Typ. Ich bin so ein Typ, der das Gefühl hat, es muss immer alles super und perfekt und everything is awesome sein. Aber die Bibel gibt uns Erlaubnis und ich glaube, Gott ist gross genug, dass wir ihn so richtig können, ich sage es mal so, ankotzen können. Ihm mit all dem, was wir wirklich fühlen, mit den unangenehmen und den angenehmen Gefühlen, zu ihm gehen. Und vielleicht musst du nicht unbedingt auf Social Media und in jedem Gespräch mit deinen Freunden, vielleicht sagen, hey, ich gehe mit dem zu Gott. Es ist eine grosse Kunst zu klagen, weil es im Gespräch mit Gott bleiben ist, im Schmerz. Nicht das Wegdrehen, nicht das Wegrennen, so ein passiv-aggressives Stillwerden, das kennen wir zwischenmenschlich manchmal, oder? Sondern sagen, hey, nein, ich konfrontiere Gott damit. Ich gehe ungefiltert mit meinen Sachen auf ihn los. Und vielleicht musst du in die Natur rausgehen und alles richtig rausschreien, vielleicht musst du es aufschreiben. Aber ich glaube, Gott kann es handeln. Ich möchte dir Erlaubnis geben, zu sagen, hey, du darfst Gott alles sagen. Er weiß es sowieso schon. Ehrlich sein mit Gott in dem Prozess drinnen. Das Zweite ist trotzdem Gehorsam. Also ungefiltert klagen und trotzdem Gehorsam. Und wir leben auch in der Zeit der Authentizität, gell? Nur was wir fühlen, ist echt und gut, alles andere ist geheuchelt. Und dann glauben wir vielleicht, in so einer Zeit, wenn wir Gott nicht spüren oder wenn es schwierig ist, dann ist Gehorsam bleiben, daran festzuhalten, vielleicht Heuchlerei. Aber ich glaube, Gehorsam bleiben trotzdem ist Treue. Und dann, wenn wir es nicht fühlen, das kennen alle, die verheiratet sind. Auch wenn du nicht das Gefühl hast, sagen, weißt du, das ist meine Entscheidung und ich halte fest. Ich bleibe gehorsam, ich bleibe treu. Es gibt die Bibelstelle von den 3 Freunden von Daniel, Daniel 3. Könnt ihr mal nachlesen, bevor sie in Feuerofen geworfen werden, sagen sie am König, hey, wir wissen, unser Gott kann uns befreien von dem Feuerofen. Unser Gott kann uns rausbringen, unversehrt. Und dann sagen sie im Daniel 3, Vers 18, sagen sie, aber selbst wenn er es nicht macht, auch wenn er sich entschlossen hat, das nicht zu machen, wir werden nicht vor deiner Statue uns verbeugen. Sie bleiben gehorsam trotzdem. Und das Dritte ist jetzt erst recht Gemeinschaft. Das gehört mit der Kirche immer, gell? Und uns geht es nicht darum, dass möglichst die Stühle voll sind am Sonntag und die Smallgruppen gut besucht sind. Sondern wir glauben zutiefst, dass der Weg mit Jesus, die Nachfolge, nur in der Gemeinschaft gelingen kann. Sei das die schönen Zeiten, miteinander zu feiern, aber auch die schwierigen Zeiten, miteinander durchzugehen. Und manchmal sind wir ein bisschen lausige Freunde, wie am Hiob seine Freunde, die anderen Christen zu schnell einfache Antworten geben. Und da müssen wir vielleicht auch ein bisschen lernen, mit Leuten durch die Wüste durchzulaufen. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du in der Wüste bist, der Reflex vom Isolieren ist in der Wüste tödlich. Das Dümmste, was du machen kannst in der Wüste, ist dich zu isolieren. Und es fühlt sich vielleicht angenehm an, aber es ist das Dümmste, was du machen kannst. Sondern finde Leute, die das aushalten mit dir, in der Trockenheit innen zu leben. Lass uns zusammen aufstehen. Ich würde gerne zum Schluss beten.
Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass du ein Gott bist von den Bergen und von den Tälern. Dass du der Gott bist, der an jedem Ort von dem Universum gegenwärtig ist. Dass wir nie nachher gehen können, wo du nicht schon bist. Dass du uns immer siehst, dass du uns immer im Blick und auf dem Radar hast. Und Vater, wir beten, dass wir in der Wüstenzeit immer wieder so Momente haben von der Erfrischung. Und wir uns daran erinnern, an die Hoffnung, die wir haben. Dass eines Tages alle Tränen werden abgewischt werden, aller Schmerz wird verschwinden. Und dass wir einen Gott haben, der mit uns läuft. Ich bete jetzt ganz besonders für Leute, die jetzt heute im Podcast oder da vor Ort sich in so Wüstenzeiten befinden und die nachdran sind zum Aufgeben. Vater, ich bete, dass du kommst und lässt Wasser strömen in der Trockenheit. Ich bete, dass du kommst mit deiner Gegenwart und dass sie dafür wissen und spüren, dass du nach bist, dass du bei ihnen bist. Ich bete für uns alle, die vielleicht irgendwo am Fluss vom Leben sind und es uns gut geht und wir erfrischt sind, dass wir gute Freunde sein, eine gute Gemeinschaft sein für Leute, die durch trockene Zeiten durchgehen. Danke dir dafür.